sind heute der Vertretung von Herr Reding, den müssen exkusieren. Ich bin aber dankbar für die Möglichkeit, die Schönheit, die dringend froh vom Herr Reding 4 zu drohen. Sie adressiert sich mit dem Gesundheitsminister und das bedingt durch Sterbecht, weil du rauskommen von der Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à Frankreich, die entdeckt haben, dass ein indisches Laboratoire bei systematisch Fälschung von medizinischen Studien gemacht hat. Und das sind Bioäquivalenzstudien, die also der Lab Generika zu homologieren, wenn Patentrechte auf das Originalmedikament aufgelaufen sind. Und hat sich auch die European Medicines Agency zu London angeschaut, für da auch Studien über die indische Etüden dort zu machen. Dafür wollte ich Madame Gesundheitsminister am Namen von Herrn Reding fragen, ob Lützeburg so Vorwürfe bekannt sind, ob wir schon eine Liste von Medikamenten haben, die eventuell aufgrund von also generischen Medikamenten oder aufgrund von gefälschten Studien eventuell auf den Markt kommen sind. Aber wenn das der Fall ist, ob wir die Generika dann zurückziehen vom Marché, bis du geklärt ist, wie wirklich wie zuverlässig die Generika oder Medikamente da wirklich sind. So nicht, merci. Herr Präsident, ich wollte direkt dem honorablen Herr Reding als stellvertretendem Herr Karteiser, den die Frau hier gestaltet hat, merci so für die Gelegenheit gehen, hier eine Intervention zu machen. Effektiv kann ich konfirmieren, dass eine Inspektion von der französischen Agence nationale de la sécurité du médicament bei der Société GKW Bio Irregularitäten auf verschiedenen Dokumenten und Lichtbrust huet GKW Bio realisiert effektiv Bioäquivalenztester an Indien, aufgrund von denen d'Autorisation de mise sur le marché ausgestaltet gehen, auch wenn die konzernéiert Dokumente nicht direkt in Relation mit dem Beweis von der Bioäquivalenz stehen, hat das Gesundheitsminister aber dezidiert, nom Präkautionsprinzip 2 von den Autorisationen zu suspendieren. Es handelt sich dabei 2 Generiken, die auch hier im Land kommerzialisiert sind. Der Name von den betroffenen Medikamenten als Esomeprazol, Milan, 20 Milligramm an 40 Milligramm. Wie schon gesagt, handelt es sich um eine Mesure de Präcaution. Nichts weist darüber hin, dass die Medikamente ein Gesundheitsrisiko für den Menschen durchstellen können oder dass sie nicht effikaz wären. Hier am Land als eng Firma konzernéiert Tretementer können allerdings Lied fortgesetzt gehen, weil die Medikamente am selbesten Wirkstoff auch von anderen Firmen kommerzialisiert gehen, die nicht betroffen sind. Der Patient wird dafür geraten, ihren Tretement nicht zu unterbrechen, aber bei der nächsten Konsultation mit ihrem Doktor darüber zu schwätzen. Frankreich wird sich und europäische Autoritäten gewandt an bis die eine definitive Decision geholt hun Deutschland, Belgien, Frankreich und noch Lützeburg dezidiert für die Autorisation de mise sur le marché von den betreffenden Medikamenten, die ich gerade genannt habe, zu suspendieren. Bei einer Inspektion im Site von der Société GWK Bio zu Hyderabad an Indien und die Inspektoren von der Agence nationale de sécurité du médicament aus Frankreich Anomalien festgestellt bei elektrokardiografischen Abzeichnungen, die bei den SC-Kliniken über Bioäquivalenz zwischen 2008 und 2014 gemacht sind. Die Elektrokardiogrammen sollen, wie schon gesagt, nicht Bioäquivalenz zum Generik beweisen, aber sie sollen das Suivi von denen Personen ermöglichen, die in den SC-Kliniken über Bioäquivalenz teilgeholt hun. Allerdings stellen die Anomalien den Mangel an Respekt von der Bodenpratik-Klinik bei den Etüden von der Bioäquivalenz zu erstellen, damit auch hier Glaubwürdigkeit froh aneisen. Das Komitee von den Medikamenten für den humanen Gebrauch von der EMA, das ist die Europäische Agence von den Medikamenten, von der Europäischen Kommission CESEA, dann wird am September dezidiert, eine Reevaluation von allen Medikamenten zu machen, für die Bioäquivalenztester von der Firma GWK Bio von Hyderabad gemacht wurden. Die Ermittlung ist also am Gange, am Anfangs 2015 auch aufgeschlossen sind. Als Gesundheitsminister haben wir per mesure de précaution décidiert, 2 Zulassungen zu suspendieren, en attendant die europäische Decision, bis die gesprochen wird, weil an Dossier keine anderen Elemente erlauben, Bioäquivalenzen zu beweisen. Für die 2 Produkte gibt es Alternativen, wie ich gerade schon gesagt habe, die dem Patienten auch erlauben, die Behandlung
weiterzuführen. An aufschließend nach ein Gramm Resümé nieft Lützeburg für noch Deutschland, a Belg, a Frankreich Decision geholt für die Autorisation de mise sur le marché von den konzernéierte Medikamenten zu suspendieren. Ein entsprechende Kommuniqué vom Ministère de la Santé gouf direkt no Weekend des Mäusem 9 Auer op de Portei vom Gouvernement gesät an den Arrete op der Grundlage vom Artikel 13 vom Gesetz von 1983 iwwer d Reglementation von der mise sur le marché von de Medikamente also heraus. Bei verschiedenen Industrieller hu schon die Initiativ geholt, für Neutester zu lancieren, die am Fall von einem favorable Resultat der Retour auf den Marché von den konzernierten Produkten werden nicht erleben. Wir sind en attente von dem, was die Europäische Kommission und Gremien werden dezidieren, an ein paar Mesures de Prävention, die heute Mesure geholt. Ich sage merci für die Frage.